online und das ist Nadja Ritzmann und wir wollen heute zusammen über das Wallis reden. Das Wallis, der Kanton Wallis und unsere Erfahrungen oder unsere Erlebnisse, die wir schon hatten mit dem Kanton Wallis oder mit dem Walliserdeutsch. Und ja, hallo Nadja. Hoi Katrin und hallo zusammen. Wir haben gerade vorher davon gehabt, Schaffhausen ist ein bisschen weiter weg vom Wallis. Ist dir das Wallis bekannt? Genau, also ich bin auch schon im Wallis gewesen, ja, aber nicht so, sagen wir, nicht so oft wie andere Gebiete von der Schweiz, weil die Verbindungen sind auch nicht so ideal. Das ist eine halbe Weltreise, würde man fast sagen, durch die ganze Schweiz. Zum Skifahren oder so bin ich immer eher nach Graubünden gegangen wie ins Wallis, aber ich bin auch schon mit der Familie nach Leukerbad gegangen. Mhm. Leukerbad, das heisst so, weil es auch Thermalquellen hat, gell? Haben ihr Genau. die Thermalquellen auch besucht oder sind ihr nur wandern? Nein, wir sind auch in Quellen natürlich, ja. Schöne warme Quellen. Vor allem, wenn man im Winter geht, ist das ja, sehr schön, oder? Dann muss man sich auch ein bisschen aufwärmen und dann hat man die warmen Quellen, genau. Und man kann sogar draußen schwimmen und es ist warm genug. Genau, man ist draußen. Genau. Ja, im Wallis hat es einige so Thermalquellen und wie hast du es mit dem Walliserdeutsch? Hast du den Walliser verstanden? Genau, das Walliserdeutsch ist sehr speziell, also das ist sogar für uns Schweizer aber schwierig zu verstehen und ich habe eben erzählt, Katrin vorher, ich habe mal eine kennengelernt, eine Walliserin, in einem Sprachaufenthalt und am Anfang habe ich sie gar nicht verstanden und ich eigentlich lieber wollte, sie redet Englisch, um sie zu verstehen. Aber inzwischen verstehe ich es besser. Genau, ich war auch einmal überrascht gewesen, weil wenn ich im Wallis bin und mit Walliser rede oder wenn man Walliser hört am Radio oder Fernsehen, dann ist okay, dann ist schöner, herziger Dialekt und so und man versteht. Aber als ich einmal meine Freundin gehört habe reden, sie ist Walliserin und im Solothurn aufgewachsen. Also mit mir redet sie Solothurndeutsch, aber was sie im Wallis mit ihrer Familie geredet hat, ich habe wirklich nicht mal das Thema verstanden, über was sie geredet haben. Und ich bin wie aus allen Wolken gefallen, dass das möglich ist. Also ich weiss nicht, ob ich dann einfach sonst noch akustische Probleme hatte oder was los war, aber ich bin wirklich sehr überrascht gewesen, wie wenig dass ich verstanden habe. Ich denke auch, wenn sie untereinander reden, ist es noch schwieriger. Genau. Wenn sie sich nicht anpassen. Ja. Genau, sie ist aus Ulrichen. Also sie haben dort auch eine Ferienwohnung. Und wir sind schon einige Mal zu Ulrichen. Wir sind auch als Kind 2-mal zu Ulrichen im Lager oder so. Also der Ort ist mir schon bekannt gewesen, aber dort bin ich ganz überrascht gewesen, wie das Wallis Wo liegt das genau? Im Goms, also wenn du Richtung Grimselpass raufgehst, ist eines der letzten Dörfer im Tal. Ja, im Rhonetal. Genau. Ja, und was kennst du sonst noch vom Wallis? Weißt du, dass es im Wallis autofreie Dörfer gibt? Ja, eben, also Zermatt weiss ich, dass es autofrei ist. Ich bin selber noch nie in Zermatt gewesen, also Matterhorn noch nie gesehen. Aber ja, es ist ein sehr bekannter Ort, natürlich. Also ja, und ich kenne sogar Leute, die in Zermatt wohnen. Also ich müsste eigentlich mal vorbeigehen. Müsstest mal schauen. Ich bin auch schon ein paar Mal in Zermatt gewesen. Ich habe einmal in einem Lager als Köchin gearbeitet, Zranda, das ist ganz unter Zermatt. Und nachher von Tesch aus muss man dann unbedingt entweder mit dem Velo fahren oder eben mit dem Zug fahren. Aber ja, Zermatt ist schon sehr, sehr schön. Und wir haben auch manchmal, wenn wir das GA Flexi hatten,
haben wir einfach den Zug genommen und sind auf Zermatt rauf, für einen Tag und dann wieder runter am gleichen Tag. Also, Okay. um ein bisschen in die Höhe gehen und Mhm. Berge geniessen. Genau. Ja. Ja. Und auch zum Beispiel die Riederalp ist autofrei. Die Riederalp und ich glaube Bettmeralp. Das ist so, wenn man ins Aletschgebiet geht. Kennst du das Aletschgebiet? Eben, ich bin auch noch nie gewesen, aber natürlich weiss ich, was genau, wo das ist und es ist sehr bekannt wegen dem Gletscher. Ja. Genau, es ist ein grosses Skigebiet. Und eben, wenn man hinten über den Berg übergeht, dann nachher, sieht man den Aletschgletscher, der doch immer ein bisschen kleiner wird. Man muss immer ein bisschen weiter rauflaufen, bis man ihn sieht. Aber es ist ein eindrückliches Erlebnis, denke ich. Aber ich habe noch nie eine Gletscherwanderung gemacht oder so. Okay. Also, Ja. Ich bin hochgebirgs. schon mal Ja. bei einem Gletscher gewesen, in Graubünden, Mhm. aber sehr reduzierter Gletscher, ja. Bist du mit Ja. der mit einer Führung gegangen? Also Gletschertour Nein, machen? nein, weil dort ist eigentlich alles beschriftet und man kann eigentlich gut allein gehen. Es ist Mhm. noch sehr interessant, weil es ist so angezeigt, bis wo das der Gletscher war, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren. Ah, Und dann ja. sieht man wirklich, wie viel das geschmolzen ist. Das ist beeindrucklich, ja. Ja, also man muss schon bedeutend weiterlaufen, bis man zum Ja, Gletscher kommt. Ja, ja. das ist extrem. Also von der Zeit, wo wir Kind sind, bis heute hat sich viel geändert. Ja. Ja, genau. Und kennst du die Hauptstadt vom Wallis? Also eben das Sitten oder französisch Sion. Mhm. Ja, ich bin auch schon gewesen, aber ich interessiere mich so ein bisschen, oder früher habe ich mich vor allem für Burgen und Ruinen interessiert und bin ich mal dorthin, weil Mhm. es 2 schöne Ruinen hat in Sitten. Dann Mhm. bin ich Bist du spaziert. besuchen? Ja. Mhm. Ja. Ja, es gibt eigentlich viel zu entdecken. Und in unserer Geschichte am Montagabend reden wir auch noch ein bisschen vom Walliser Wein. Also, vielleicht bist du eine bessere Weinkennerin als ich. Du hast auch im Restaurant gearbeitet. Ist das, Mhm. hat man dann häufig Walliser Wein serviert? Oder ist das gefragt Ja, gewesen? Und, also kommt darauf an, was man für Gäste hat auch, oder wenn es internationale sind. Kennen jetzt einmal die Schweizer Wein nicht, aber in der Regel in jedem Restaurant, das ich geschafft habe, hat es Walliser Wein auf der Karte gehabt. Also sind sehr bekannt in der Schweiz. Ich mag mich erinnern, ja, wir sind auch noch in Sitten, vor allem in dieser Region, hat es viel Weinanbaugebiet und mal bin ich mit den Eltern mitgegangen auf ein Gebiet, dort habe ich natürlich noch keinen Wein getrunken, da bin ich noch klein gewesen. dort hast du noch Aber nicht ja, degustieren. nein, aber dann später habe ich die Weine probiert und sie haben sehr gute Weine, also ja, vor allem Mhm. weiße, aber auch inzwischen rote, genau. Mhm. Genau, also wenn ihr in ein Restaurant geht in der Schweiz, ist es möglich, sehr wahrscheinlich, dass ihr könnt, Walliser Wein bestellen und mal probieren. Mhm. Genau. Ja, wir schauen auch ab und zu darauf schauen, mal immer wieder ein bisschen Schweizer Wein zu trinken, so ein bisschen lokal, regional. Das ist immer gut. Ja, komme ich da in Costa Rica nicht gut über, aber wenn ich in der Schweiz bin, ja. Genau. Was vermisst du am meisten? Von der Schweiz? Mhm. Wahrscheinlich Brot und Käse. Raclette, hast du Raclette gern? Ja, ja. Letztes Jahr habe ich sogar Raclette mitgenommen, weil mein Partner das auch sehr gerne hat. Mhm. Ja, Hast du es auf Raclette. halbe Welt transportiert? Ja, ja. Genau. Und Raclette ist auch etwas typisch Walliser. Wallis. Mhm. Ja, Mhm. früher hat man da so einen halben Käse genommen und am Feuer geschmolzen. Genau, ja. Und so. Es gibt so eine spezielle Einrichtung mit so einem Arm, dass man den Käse besonders nah Mhm. ans Feuer kann tun kann. Und dann so im Freien draussen am Abend nach einer Wanderung ein gutes Raclette essen. Mhm. Ja.
Und ein Walliser Tomatenfondue ist auch sehr fein. Ah, Hast du das auch schon kennen wir probiert? nicht. Nein, nein. Nein? Fondue schon, Ah. aber Tomatenfondue noch nicht. Und sie essen es in der Regel mit Herdöpfeln, nicht mit Brot. Ja, das müssen wir Mhm. mal probieren. Ja. Also, sehr wahrscheinlich finde ich online irgendein Rezept und dann können wir mal schauen. Vielleicht. Aber es ist gut, die Kombination Tomaten-Käse ist immer gut, denke ich. Mhm. Ja. Okay, wir haben am Montagabend VIP-Schweizerdeutsch-Kurs. Wir reden dort über das Wallis reden. Wir haben einen Dialog parat gemacht für euch. Und Nadia hat auch einen Text über das Wallis parat gemacht. Ich habe den noch nicht gelesen, also ich bin gespannt darauf, was du schreibst. Ich tue ihn dann aufnehmen. Und eben die Lust haben von euch, ihr könnt euch einschreiben für einen VIP-Schweizerdeutsch-Kurs. Und ihr könnt dann entweder zu mir kommen oder wenn ihr schon ganz gut Schweizerdeutsch redet, so relativ konstant und flüssend meine ich. Dann nachher könnt ihr mit der Nadia in die Konversationsgruppe gehen. Also, ihr findet den Link unter dem Video und schön sind ihr da gewesen. Merci vielmals für eure Aufmerksamkeit und ein schönes Wochenende. Bis am Montag. Ja, Schönes danke dir Wochenende. auch, Nadja. Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss, Montag. Nadja. Tschüss.